Erstens bevor ich jetzt das Gedicht von Gottfried Dahlmanns heute vortrage. Gottfried Dahlmanns war ein Friseur im Selfkant. Sein Sohn Gerrit mit Frau sind heute auch hier. Und ich glaube, Papa ist stolz darauf, wenn hört, dass das heute auch ein Schorbruse-Gedicht über die D-Mark vorgetragen wird. Zu meiner Person, ich bin seit fast 40 Jahren bei der Volksbank oder früher Raiffeisenbank beschäftigt. Ich beschäftige mich seit vielen Jahren auch damit, einfach Gedichte der Marke, Zeitgeschehen abzuwirken. Und Hans-Josef und Leo, wir kennen uns schon viele, viele Jahre. Von daher einfach toll finde ich dann, ich war so direkt bereit, die Einladung der Folge, weil ich denke einfach, dass man gerade so Brauchtum Abrega halten muss. Das ist also ganz wichtig, vor allem auch die einzelnen Dialekte. Ihr merkt ja jetzt alle, ich kann es angesprägt als wie die Vorredner. Und manchmal ist es ja so bauen wir alle da, wie er geht. Da hier wird kein Hohn mehr, da hier wird Henne und will ich was alles. Aber ich glaube, der Brug vergangen nach Bayern, auf sonst irgendwo de Gorn, manchmal besser hier Landrätsel, was meint er jetzt genau? Aber nichtsdestotrotz, in der ersten Beitrag, wie gesagt, von Gottfried Dahlmanns, ging es einfach um das Thema der D-Mark. Ich glaube, jeder weiß vor, wie sie seinerzeit gekommen ist. Ich habe die Einführung nicht miterlebt, sondern erst wieder Euro dabei war. Aber die tragen einfach ins Feuer. Na Jahre von Krieg und sehr verleht, steht ob ens der D-Mark kräht. Jene hat das wohl gedacht, alles wird angisch über Nacht. Hast du die D-Mark in der Hand, soge sie dich her in das ganze Land. Alles wird in die Fenster gestellt. Was nicht da war, wird für die Kunde bestellt. So komme für uns Land in eine andere Zeit. Die größte Armut, der war wir quiet. Selbst in manch fremdem Land war uns D-Mark gau bekannt. Als Urlauber sucht man Deutsche herkommen, denn aus D-Mark wird hergenommen. So war die D-Mark ein Glück für das Land. Das ist doch jedem bekannt. Danke erstmal.